aber... Ja, ich weiss nicht. Irgendwie, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie unterschiedlich meine Eltern und ich sind. Also weißt du, nicht nur... Klar, also wir sind verschiedene Menschen, wir haben verschiedene Gedanken und so. Aber auch von den Themen, mit denen wir uns beschäftigen und von unserem Umfeld her. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht wirklich. Ja, weißt du, ich wohne jetzt seit ein paar Jahren in der Stadt. Meine Eltern wohnen eher ländlich. Also versteh mich nicht falsch, meine Eltern sind mega offen und liberal. Also es wäre mir zum Beispiel scheißegal, ob eine Frau oder ein Mann oder wieder noch mit mir heimbringen. Das wäre absolut kein Thema. Aber manchmal merke ich halt einfach auch bei meinen Geschwistern, dass sie Aussagen machen, wo, wenn das jemand in der Stadt hören würde, ich würde mich schämen dafür. Oder sie machen unsensible Aussagen über Themen, die in meinem Freundeskreis negativ auffallen würden. Oder sie beschäftigen sich einfach mit ganz verschiedenen Sachen als ich und haben halt ganz andere Wertvorstellungen. Weißt du, was ich meine? So. Ja, es geht. Also, ein bisschen vielleicht, ich meine, ich wohne ja noch daheim und ich habe das Gefühl, was das betrifft, sind meine Eltern und ich eigentlich recht ähnlich. Okay, ja, ihr redet wahrscheinlich auch noch öfters über so Sachen. Ja, aber ich habe das zum Beispiel in anderen Gruppen. Also mit Freunden von früher, wo ich jetzt nicht mehr so viel Zeit mit ihnen verbringe, weil sie gar nicht Lehre gemacht haben und ich mit ihm gesehen bin. Und also wenn man sich sieht, dann hat man es mega gut miteinander trotzdem. Aber ich merke halt auch, dass wir uns in mega unterschiedlichen Sphären bewegen. Also, keine Ahnung, ich fahre zum Beispiel eher so ein bisschen die blöde, alternative Schiene. Schau auf Nachhaltigkeit und keine Lust auf einen normalen 9-to-5-Job. Aber es ist ja so, dass ich dann mich auch mit den Leuten umgebe, die ähnlich denken. Also wir denken ähnlich, interessieren uns für ähnliche Themen, haben eine ähnliche politische Haltung, gehen an Orte im Ausgang, wo man auch wieder mit den gleichen Leuten ist sozusagen. So ein bisschen so alternative Basel-Bubble. Aber wenn ich dann mit den Leuten von früher bin... Genau, und dann wird einem bewusst, was für Unterschiede es wieder gibt. Genau das meine ich. Es gibt so einen Moment, wo einem immer wieder bewusst wird, wo die Bubble um einen herum, die perfekte kleine Welt zerplatzt. Und man dann plötzlich wieder merkt, so, in was für einer Schiene denken wir eigentlich drin war. Das ist irgendwie mega unangenehm. Ja, es ist unangenehm. Aber es hat doch eigentlich auch etwas Gutes. Die Momente, wo man das realisiert, sind doch die Momente, wo man sich dann auch wieder bewusst werden kann, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und jetzt mal außer vor gelassen, dass positive oder negative Unterschiede sind. Wenn man sich permanent einfach nur mit Gleichgesinnten umgibt, probiert man sich dann überhaupt noch weiterzubilden? Probiert man dann überhaupt noch irgendetwas zu verändern? Weil in dieser kleinen Welt, wo du dich bewegst, ist ja alles perfekt und stimmt alles. Nicht alles. Also, keine Ahnung, willst du mir sagen, dass ich mehr selber diskutieren soll? Also, natürlich, aber ich bin ja nicht ein Missionar, der irgendwie meine Ideologie verbreiten will. Also, ich will das nicht sein. Nein, ich finde nicht, dass man diskutieren muss. Ich meine auch nicht, dass du deine Zeit mit den Leuten verschwenden sollst, die offensichtlich kein Interesse an anderen Gedankengut haben. Es können nicht alle die gleiche Meinung sein wie du. Klar, man kann probieren, mit ihnen darüber zu reden oder sie aufzuklären, aber du kannst sie nicht dazu zwingen, die gleiche Meinung zu sein. Und klar ist das scheiße, aber das muss man auch akzeptieren. Aber es geht ja auch nicht darum, du sollst das nicht für die anderen machen, sondern mehr für einen selber. Wenn man sich öfters aus seiner Comfortzone bewegt, dann kann man extrem viel lernen. Vielleicht merkst du dann auch mal plötzlich, dass die Meinung, die du hast über etwas, gar nicht mal so gut war. Und aus so Erfahrungen heraus kann man doch auch eigentlich mega viel lernen. Also man kann ja nur daraus profitieren. Und vielleicht, wer weiß, ergeben sich auch die ein oder andere neue Freundschaften daraus. Also ich glaube, man kann, wenn man sich öfters aus der Comfortzone bewegt, nur profitieren. Und entweder man trifft neue Leute und es ergeben sich neue Freundschaften, oder du fühlst dich in deiner Meinung bestärkt. Das ist doch eine Win-Win-Situation, oder? Also neue Leute kennenlernen ist also auch mit neuen Leuten sein, das ist, ich glaube, nie etwas verkehrt. Also ich würde auch gerne mal mit jemand anderem etwas diskutieren. Aber... True that. Bis dahin musst du dich aber noch mit mir vergnügen. Das ist okay. Prost.